Archäologen, für die ist ja alles wertvoll. Die suchen sogar Scherben. Die setzen sie dann liebevoll zusammen, weil für sie ist die Scherbe nicht irgendwie ein Abfall, sondern die haben ganz grossen Wert. Und wenn die jetzt ganz scharf sind oder halb verbröselt oder rußgeschwärzt sind, weil wenn man die dann zusammensetzt, dann gibt es, wenn man Glück hat, ein antikes Gefäß daraus, vielleicht ganz ein wertvolles, oder zumindest ein attraktives Mosaik. Ich habe auch so Scherben gesucht. Farbige, schmöckige, gestimmte. Ich habe mich aber auch getraut, rauszulassen, was mich plagt. Und so ist so ein Mosaik entstanden aus vielen kleinen, geschliffenen Splittern. Und ich habe gestaunt, wie vielfältig der Winter plötzlich sein kann, der mich durch immer so gleichförmig und öd gedünkt hat. Ich lade euch jetzt ein, diesen vielen Gesichtern vom Winter in die Augen zu schauen. Ich fange am Datum von heute an, heute ist der 13. November, mal schauen, was dort steht. Und dann lese ich so eine Wochenration. Mal schauen, was die Woche alles zu bieten hat. 13. November, Zürich. Warmes Z'Morgen. Im Winter ist das warme Z'Morgen besonders wichtig für mich. Wenn ich mal nicht dazu komme, mir Z'Morgen zu kochen, komme ich mir alle vor wie eine ausgehöhlte Rebe, wo das Lichtli fehlt. «14. November, Zürich. Duftlöcher. Von Tag zu Tag schmeckt es weniger. Die Kälte frisst Düfte auf. Überall dort, wo die Düfte wären, hat es Löcher. Wie bei einem Käse. Die werden gern grösser. Emmentaler gross. 16. November, Zürich. Abendspaziergang. Abendspaziergänge sind einfach etwas Schönes. Sogar im Winter. Das Gras und das Laub sind gefroren. Die grossen Tauben vom Aslan machen ganz einen eigenen Ton auf Gras und Laub. Es tönt lauter. Es tönt, wie wenn man ein Semifreddo abstechen würde. Wenn es kalt ist, hat es ja wenig Schmückungs um. Sogar die Hundsgageln schmecken eher verhalten. Aber der Aslaner nässelt gleich gegen irgendeine Zwischenverpflegung. Am liebsten hat er die stinkigen Ginkgo-Früchte neben dem jüdischen Friedhof. Die kötzeln so schön. Die Früchte haben jetzt gerade noch Saison. Der Aslan ist richtig süchtig. Die Glocken sind präsent in der Winternacht. Der Schuttplatz ist leer. Niemand ist am Duschen. Es ist ein bisschen, wie wenn man durch eine Stadt ging, wo die Leute evakuiert wurden vor einer Naturkatastrophe. Einzelne sind zurückgeblieben und schlürmen das um, aber die meisten sind weg. 17. November, Zürich. Glück pur. Schlöfle. Das Winterglück. Wie eine grazile Fee über das Eis schweben. Die Kufen von meinen Schläfen sind kalte Sonnenstrahlen, die Figuren auf das Eis zeichnen. Schlöfle heisst jung sein. Schlöfle heisst, die Märli sind wahr und die Wahrheit ist ein Märli. Schlöfle heisst, gib mir die Hand und saus mit mir ins heisse Herz vom Winterglück. «18. November. Prima Luna. Dass der Neumond ähnlich wie der Vollmond schmeckt, ist mir neu. Es schmeckt nach Aufbruchsstimmung. Nach einer jungen Frau, die sich zweckgemacht hat. Nicht aufgestrüsset, aber sorgfältig und geschmackvoll gesalbt, gefrisiert und geschminkt. Dass es ihre Persönlichkeit unterstreicht. Sie ist von aussen und von innen schön und dünstet leislich Hoffnung und Zuversicht aus. Wie ein Mensch, der keinen lauten Ton braucht, um aufzufallen, weil er oder sie ganz sicher ist. So ist Prima Luna. 19. November, Zürich. Warten.
Als Kind habe ich immer wieder gehört, «Wart, Horti!» Kunststück. Plötzlich begreife ich, dass der Winter die Kunst vom Warten beherrscht. Er ist der Wartekönig. Er hat still. Ich musste in meinem Leben viel warten. Ich hatte weniger Bewegungsfreiheit und weniger Ablenkung als die Augenkinder. Manches Warten ergibt bis heute keinen Sinn. Verstehe ich noch immer nicht. Das schmeckt nach verplemperter Zeit, nach vergüteten Jahren. Geduld ist ganz sicher ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der das Warten einem schenkt. Geduld tut die Türen manchmal unerwartet schnell auf. Ich will Warten nicht schönreden. Ich behaupte nicht, es fege. Aber es hat einen Schlüssel und den will ich gern. Er passt ins Schloss der Welt dran. Und jetzt noch einen, der ist die Woche voll. Und der heisst Horror Vacui. Ich höre das Signal nicht mehr. Die Verbindung ist gekappt. Die Natur hat den Schalter gekippt. Sendepause. Panik. Verzweifelt laufe ich zwischen Bäumen und Sträuchern. Sie sind zwar da, sogar Vögel hat es lieden, trotz der beissigen Kälte. Aber ich höre einfach ihr Signal nicht mehr. Das ist für mich der wahre Schreck vom Winter. Der Grund, warum der für mich so eine Durststrecke ist. Genau wegen dem. Das Schweigen, das Kippen vom Schalter, das Dasein ohne da zu sein. Das ist wie ein Mensch, der durch sein Nicht-Kommunizieren erst das Gerechtem verratet, wie aggressiv das er ist. Und auch mich macht es natürlich wütig. Ich rufe, ich klopfe an die Baumstämme, bänkle dran, bis mir die Knödel wehtun. Ich will hören, ich will nicht ausgeschlossen sein. Wie soll ich auf etwas oder auf jemanden warten, wenn alle Türen zu sind und ich ausgeschlossen bin vom Leben? Also mit dem kann ich jetzt nicht aufhören, seid ihr mir einig, oder? Nein, also. Gehen wir doch noch einen Tag weiter schauen, ob es unserem Horror-Vacui geht. Der 21. November, Zürich. Vertrauen. Das habe ich also nicht gespielt, gell? Das ist dann wirklich so. Das ist jetzt einfach so. Die Müde. Playboy. Das Gefühl, ich komme nicht ab Fleck. Wie in einem Albtraum. In dieser Jahreszeit habe ich das viel. Die Müde ist wie eine schwere Last, die mich von allen Seiten zusammendrückt, dass ich kaum mehr Luft mehr bekomme. Wie die mordian-schweren Duvet bei meinen Grosseltern und die barchetigen Plachen von Lindtüchern, wo ich darunter fast erstickt bin. Aber die Luft ist fein. In der Nacht ist ein feines Lüftchen gekommen und hat das Leben wieder angezündet. Heute spüre ich die Bäume wieder. Sie sagen, wir sind da. Immer. Auch wenn du uns nicht spürst. Zweifle nicht dran.